schon nicht gerne Lützeburg zu kritisieren, gell? Mit Lützeburg ist eine Komfortzone. Lützeburg ist ganz, ganz, ganz schrecklich, was das angeht. So, zu Lützeburg gehst du von Anfang an, seitdem es auf der Welt was du gehst gelehrt. Du musst den Show, du musst der Klassik, deine Technik, modulär geht nicht, weil Technik oder Klassik, und dann gehst du studieren oder nicht, mit dann müsstest du das Examen, und da verdienst du den 4.000 Euro am Monat, und dann müsstest du das 40 Jahre lang, und dann und wenn du den Rennen tust, dann ist alles gut. So, und das ist nicht das richtige Denken. Willkommen zurück bei der Göllefroh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Philipp Überich und ich bin heute am Tom Busseler, wir sind froh, begrüßen zu dürfen. The Scope. Schöne gute Morgen. Schöne gute Morgen. Vielleicht soll eine Menge mit 100 Mäuse 8 Euro aufgehen. Schöne gute Morgen. Ja, das Oder wie andere Leute nennen, RTL, so eigentlich Scooby. Oder ist ein anderes so. Das Scooby, das war Digga, das war beim LGE, beim Wurzelkanal. Genau. Mega geil. So witzig. Nee, schon gefeiert. So. Schon gefeiert. Das ist schon Scope. Ja, das ist Scope. Oder einfach Jeremy Palucci, ist auch gut. Das ist auch okay. Quasi, nee, ich nenne nicht Scope. Das ist mir einfach Scope. Das passt, safe, was gut. Quasi. Naja, merci, dass du Zeit geholt hast. Dass du Ganz extra aus dem Ausland so gereist bist. Angeflohen. Hummer. Ja, angeflohen am Bus, ey. Ja. Das ist der Lifestyle. Safe. Nee, merci, wie gesagt. Also, mal ganz gerne. Wie warum man dich invitiert? Was müsst du anfangen? Ich will es kurz erzählen, so was... Das ist schon mal ein ganz interessant froh. Weil ich kann nicht auf Apples basieren. Also hauptsächlich schon. Weil der mich gefreut hat, wahrscheinlich auch jetzt Palazzo Parano. Ein Lützeburg Streetwear-Brand, die was die letzten 2-3 Jahre abgebaut haben. Und ich mache halt auch Kunst. Voilà. Also à la Base schon mein Bachelor am Fine Arts, mache meine Kunst. Und während dem Studium hat sich irgendwie rausgefiltert, dass ich meine Macht machen. Und das halt gemacht. Voilà. Momentan studiere ich zu Basel, mache mein Fashion Design Master. Wo ich probiere nicht wie alles ein bisschen so zu verbannen. Die ganze Kunstszene, Fashion Design, alles. Ja, du kriegst ja da plus minus alles in Hut. 100%, so, ja. 100%, ja. Du hast aber von meinem freien Raum, wo ich kann wegen 10 machen, wo ich kann probieren. Und ich meine, auch die Jungs halt auch Gold, sie noch nicht vielleicht auch Gold, ich meine, einfach 5 Leute, wo so Gold und sie probieren so die 5 Leute genau zu picken, dass sie in eine andere Richtung kommen. Zum Beispiel sind da 2 dabei, die kommen aus der Fashion Design Schule zu Berlin, zu Paris, die dann ein bisschen mehr halt prunkvoll sind, ein bisschen mehr dem klassischen Stil, dann haben sie halt auch aus Deutschland da 2 Gold. Von mir an dem auch schon Streetwear, mir aber schon so ein prunkvoll, also komisch wird mir das aber mehr so ein das etwas Optisches, so du gesagt hast, du war so okay krass, aber möchtest du halt auch Gold, weißt du, Konzept, da weißt du ganz clean und einfach und so, okay. Und das passt ziemlich gut so, das ist ein guter Equipe. Wie gehst du gehst durch selber oder den Streetwear als clean, einfach, wie gehst du es nachbeschreiben? Da tut sich an den letzten 2 Jahren ziemlich geändert. Okay. Also es hat angefangen mit also ich komme aus dem Graffiti-Bereich. Das heißt, Graffiti war das Graffiti, das nicht enorm wohin hört. Scoba in dem Fall. Wir sind so oft auf die Mauer, wie es nicht mehr geht, dass halt ganz Land weiß, wie den Scoba ist. Und das ist halt die Basis-Fame-Idee vom Graffiti. Und das tut halt auch so meine erste T-Shirt, wo ich gemacht und dann auch mal angefangen mit Scope auf der Brust. So, da geht auch noch ein Foto von Bruder oder so weiter, von der Bühne und das. Und das dann halt, der Brust geht auf die Bühne, da steht Scope auf der Brust. Also jeder redet, wie das Digga. Instagram, und du weißt, wie es lebt. Ja. Und das tut sich halt in letzter Zeit so geändert, dass ich aus dem Scope eine Macht gemacht habe, Palazzo Parano, weil der Nummer war, den ich auf eine Leinwand gemalt habe. War eine 2 Meter auf 2 Meter Leinwand, wo ich einfach so aus dem Nichts, so bin Palazzo, auch ein Tierschwitz Palace, von London und so weiter. Und der Parano, ich war so, okay, da sehe ich nicht so. Einfach so Parano, so Paranoia, paranoidisch, wie so ein 10, aber im Kabel, ich war gerade voller Menge Mullen und ich dachte, dabei rauskommen, so, ich war, was ich, die Nummer ist fresh, ich war nicht mehr schuldig. Und du hast halt in den Scope, Merch-T-Shirt, den Palazzo Parano Streetwear gemacht. Und die erste Idee war halt, von der Salon eigentlich froh, schätze du, weil ich fängt gelohnt. Ich kann dir auch den Not stellen. Okay, man hat hier nicht ein bisschen, wie das ganz so chronologisch zustande kommt. Ja.
mal der Punkt ist, dass bei der ersten Kollektion uns mal direkt gedacht, okay, erstens mal, wo präsentieren ich erwartet präsentiert oder nicht. Die erste Probe erwartet präsentieren nicht, und ich schon evaluiert ein genre Renaissance als enger Kante zu machen, die mir ich wie alle en commun haben. Das ist schon den weißen Drache von Yu-Gi-Oh! Gold und den Beyblade Gold, mit dem wir alle gut nach Besuch finden können irgendwie. Und schon angefangen einfach wie so Merch, Fanshirts, da dann drauf zu klacken, nach 4 Rot, Palazzo Parano, clean. Und du hast halt so weit gekommen, dass ich das bei Druckmeister produziert und die da ja auch interviewt hat. Yes. Schau das. Und ja, sowieso, das sind die krassen am Land so. Und schon die bei einer produziert gelassen, und die war aber hinten am Showroom. Und du hast einen Danny vom Stitch gegangen, und das Danny war ich, dass ich so, was geht außer Säulenlo und hier und da viel machen. Dann hatte ich viel Lost Adels nach dem Schirm, ich war so irgendwie wenig schwer, mir das nicht so richtig gelungen. Und du hast gesehen, waren so, wow, was ich so dem gar soll sich bei mir melden, so, wir wollen zusammen schaffen. Und ja, dann habe ich mich beim Danny gemeldet und sind an den Stitch gegangen und du mal, voilà, Fakten geschwärzt. Was machen wir? Soll man echt einen Job direkt am Stitch machen? Wir haben das gemacht und das ist gut gegangen. Wie war das? Das war für, ich meine, plus minus genau 2 Jahre, 2,5 Jahre, so etwas. Okay. Ja, und voilà, und das hat halt, das war geil, also es halt, dass es chronologisch mit dem Bruce gepasst hat. So, der Bruce ist ein Schuh an der Hautbrot. Das auch noch pur made, weil das bin mal voll am Hype, und das war genau dieselbe Zeit wie Palazzo Parano Drop, und du war die ganze Energie von Himmel, von Meer, sich wie so zusammen, weil das ein mega krass Feeling so. Okay. Und dazu ist natürlich auch Motivation, so weiterzumachen. So schon all den Cover und Demos gemacht, und das war wirklich mehr Geld Zeit. Und voilà, zweiten Job habe ich dann angefangen, ein bisschen mehr und dem Grafischen zu schaffen, also mit Hand, das war so Stacheldrähte und so Sachen, und das war dann ein bisschen mehr speziell. Und voilà, über die letzten 2 Jahre hat das schon so weit entwickelt, dass es momentan wirklich konzeptuell ist und dass ich gerne zusammen schaffe. Voilà, Palazzo Parano ist für mich nicht nur ein Brand momentan, wo für sich allein steht, mir auch für Kollaboration. Okay. Ich würde gerne zum Beispiel mit einem Paul Summer zusammen schaffen, einen Künstler von Wien, also letztlich Künstler, den zu Wien wohnt. Mit dem habe ich zusammen geschafft, mal Ausstellungen, man so viel Leid wie möglich. So. Also ich will nicht mehr, ich will weg von dem Ego-Zentrierte kommen, und mehr mit anderen Leuten zusammen schaffen, für andere Abfluss mal daran zu hören. Ja, okay. Auch noch die Lash-Kollektion, wo ich produziert war, Avant Garments, also zum Beispiel eine Kollaboration mit dem Kunstwerk 1 gewesen, Marco Spitz, auch von Freiburg, ein Künstler, und das war ein mega interessant sehen, so einfach ein konzeptueller Künstler mal daran zu hören, mega geil. Okay, puh. Ja, geil. Also Loming froh, ja. Die ich mal direkt gedurcht hat, so ganz am Anfang, du sollst ja. Wo kann Scope denn um hier? Scope denn das war am Anfang, du war ich damals am Arremetier auf diesem an Kollege auch witzigerweise der Paul Summer, den Künstler, mit dem ich auch vielleicht die Kollaboration gemacht, und die war mega klasse. Mask, also ein Graffiti-Num. Und hier war immer so, hey Jeremy, komm mal Spray. Und ich war so, alle, kann ich nicht, ich mach das nicht. Und irgendwann hat mich halt so präpariert, dass ich war so, okay, ich komme mal auf Polarisch. Ich bin mal Polarisch gegangen. Und da war ich so, okay, probier mal irgendwie einen Num zu kreieren. Und ich war so spontan, und ich irgendwie Buchstaben zusammen gemalt, dann nur geguckt, welche Buchstaben passen ästhetisch zusammen. Und das waren die echt 5 Buchstaben, wo ich wie gepasst habe. Das waren die echt 5 Buchstaben, mit denen ich zufrieden war. Du warst eigentlich froh, wie stelle ich sie zusammen. Und ein S4 ist immer ziemlich fresh, weil so eine gewisse gewählte Linie hat, und ein E am Hintergrund. Das war am Graffiti verschiedene Buchstaben am Hintergrund, wo wichtig sind. Das ist ein E, das ist ein K, das ist ein F, jetzt sind Buchstaben, wo du kannst Schwung drauf bringen. Wo du kannst, der letzte Buchstabe ist gut von den 2/3 vom Nummers. Voilà, das ist auch, ich weiß nicht, ob da schon viel drüber geschrieben. Den E, ich meine dann den S, und dann den K, den O, W, und dann den E, den hast dann schon. Und du hast halt den zusammengekommen, da war ich okay, den E an, den S4, Z, K, O, let's go. Voilà. Das ist krass, wie spontan den Iva, und das hat auch wirklich keinen Bezug zu ihr Schneppel. Das ist nicht irgendwie, dass das steht für super cool. Das ist wirklich, das einfach nicht mehr rein, Demos Graffiti-technisch gesehen war es logisch, den zu benutzen. Ja, Graffiti impressionant. Ich kann mich gut aus, kann den dazu holerisch einfach sprayen.
legal Platz Lützeburg, genau. Und dafür hoffe ich, dass der Staat Lützeburg den noch niemals werde wäsch am Gespräch oder Et war ein Zeitchen am Gespräch da als Schulterhaus aufzurappen an voilà. Wäre schuld, weil das halt wann ging eng Mauer Futti machen zu hollerisch ginge gesehen, dass du 20 Jahre Graffiti-Kultur so dick tropfstöcht. Ja. Das ist ziemlich interessant. So. Obwohl ich momentan nicht mehr so am Graffiti-Game dran sind. Nee, das aber muss ich respektieren. Irgendwie. Das wie zu Ash, als die auch die, ich weiß nicht, ob der Ash kennt. Zu Ash waren es lerne ich Graffiti als alles voll mit Graffiti, das 2009 hat gemalt ging. An dose 4-2-3 Jahre Projekt gemacht, wo drüber gemalt ging. Also an die Graffiti, die haben wirklich nur 20 Jahre juristisch eklig ausgesehen. Mir genau das war es. An sie das zerstört, an dem sie einfach weiß drauf gemalt und an eine andere Piece drauf gemacht und so. Und das geht irgendwie nicht. Ja, das ist Geschichte quasi schon, die du das ist ein Ach von Nostalgie so. Genau. Also ich die Freier, wo ich an der Musikschule war, ich immer so Lunch gefummert, mega Mama schon Graffiti geguckt und ich war so, wow, krass, so, heftig, du hast die 50 Cent und der Tupac, alle. War geil, so mir ist am Endeffekt, wenn ihr so guckt, als Nostalgie ist etwas Schönes und etwas Negatives gleichzeitig, mir das nie gut, sich zu viel und etwas zu bannen. So viel, also vielleicht auch gerade so gut, was alles aufrappen, so, und einfach etwas Neues entstehen lassen. Das ist eine komische Diskussion. Das ist interessant, weil konnte das ja gerade etwas, was am Anfang so der Mensch überdauert, weißt du? Und für Dolo zu so, ja, das ist gut, wenn nicht vor, das ist halt. Das hat den so am Leben sind immer Dualismen. So. Also das nicht nimmer gut und das nicht nimmer schlecht. Und ich sind zum Beispiel auf der Seite so in hollere Sturm zu lassen, an die Kultur weiterleben zu lassen. Andererseits ist das Gebäude, was verfällt. Ein Gebäude, was voll aus Matraten, an wirklich, wo oben Junkien hängen. So, am Anfang ist aber eklig. Und das hat den Dualismus. Und die Nostalgie möchte am mehr, dass ich so, nee, das Gebäude muss stehen bleiben. Das ist wie ein jahrelang Beziehung, die just nach um Leben erhalten geht, weil du kannst geht. Oder so, okay. Das ist so etwas. So. Und die Graffiti hast du erkannt, und du willst die Beziehung nicht zerstören zu dem Gebäude. Und aber wird die Schädung vielleicht nicht schlecht. Das geht interessant. Das ist sehr interessant. So ein kleiner Vergleich. Ich weiß nicht, ob es 100% zutrifft, mehr. Vielleicht ein bisschen. Doch. Ja. Hast du das gerade spontan erfunden oder hast du das schon viel drin am Kopf? Nee, spontan. Spontan. Ist schon mal nicht. Ich bin auf alle gelassen. Ja, voll. Nee, okay. Und dafür, das auch an der Kunst als Nostalgie auch etwas extrem wichtig ist, weil das wichtig an der Kunst für Sachen lassen. So, das ist wichtig, dass es verschiedene Epochen gibt, und das ist wichtig, dass es einen Break gibt. So, das ist wichtig, dass es Kunst gibt, die Leute gut fanden. Als Sozialprobleme bilden etwas, was gebracht wird. Das ist ganz logisch, dass 1980 den Marcel Duchamp mit seiner Toilette kommt, also die ganze Kunst gebracht wird. So, das ist komplett logisch. Wir sind dann nur im Zweiten Weltkrieg, nur im Ersten Weltkrieg, für im Zweiten Weltkrieg, und das ist einfach eine Zeit gewesen, die nicht easy war. So, und da können so etwas bam. So, und dann hast du den Zweiten Weltkrieg fertig, dann hast du die nächste Kunstwelt, dann hast du den 60er Jahre kommen, das ist immer, da könnte nicht die Warhol, wie machst du Künstler als Tag, und das sind so Sachen, das ist wichtig. Aber war das so gerade Kunstwelt? War das so gerade so denn, wenn ihr zurückguckt und auf das Zeit? Man sieht an der zeitgenössischer Kunst, dann das, die Front macht schon viel Gestalt, das ist schwer, ein Kunst und nur irgendwie sich vorzustellen, weil wir haben alle Freiheit. So, an der Kunst kann momentan alles geschehen. Also ich kann auf die Böden spätzen, das Kunst, ich kann heilen, ich kann gegen Mauer pissen, das Kunst, das. Und das halt mir so viel Freiheit, dass es wirklich schwer, also die nächste Welt irgendwie matt zu kriegen oder irgendwie zu formen. Mir ich meine, so etwas, das kommt automatisch. So, das kommt automatisch. Nur die ganze Corona-Zeit, das ist eine New Era für Kunst. Ich schon für einem Jahr, also ich soll eine Ausstellung mit Marco Spitz zu Berlin haben, an der Park Gallery, die war digital. Das heißt, wir hatten eine Situation, die uns gezwungen hat, etwas Neues zu machen. Und das ist nie schlecht in der Kunst. Das heißt, die ganze Corona-Zeit, so, wie soll ich das erklären, das heute nicht mehr. 2021. So, die heute Personalität, als mit unserer
physischer Personalität gleichgestellt momentan. An den nächsten 20 Jahren wird die dort Personalität mehr wichtig sein wie als Personalität lohai. Und dann kommt das selber. Du kennst Künstler, weil sie auf Instagram sind. Du kennst Künstler nicht, weil du an eine Galerie gehst. So, ich war auch in eine Galerie, war wirklich so, wow, okay, geil. So, ich war in Valeris-Galerie, Muda, am Hayan, do. Das ist geil, Moremika, kommst du so gesehen. Weil der Tor ist wirklich am Gang, das irgendwie zu übertreffen. Der Tisch mir die Ausstellung zu Berlin an einem simulierte White Cube gemacht, den er am Laptop erstellt hat. Das ist schon mal ein 3D-Programm aufgeladen, schon Mauer gezogen, schon Konspiker geholt, von als 2 die gut geht, und schon zur Mauer geklagt. Und dann, das ist wirklich das ist krass. So. Und ich meine, da ist so der next shit. Das ist der next shit, so, das ist alles digital. Also, Museen digital, so 3D, VR-Brille, kannst du rango, das ist krank. So. Und das Problem ist halt, kannst fühlen, Handy, weißt du, so eine Wirklichkeit fehlt. So, das ist halt die große Frage. Stimmt, Lohn an nicht mit, dass wir Lohn anfangen nach so den Ultra-Ufang von der ganzen digitalen Revolution. Also, weißt du, nicht nur Ufang mehr, könnte werden das viel kommen, weißt du, VR zum Beispiel, das gerade angesprochen, dann wird die Lore, weißt du, logisch kommen, irgendwann in den nächsten 20 Jahren. Kannst du wie den Linsen und das, und du kannst ganz an der Welt leben. Ich freue mich, wie nie so weit ist, dass das Glas nicht immer sein Foto ist, mit das Glas auch spielt, so dass der wirklich gefühllose Glas 400 zu holen. So, und da ist interessant. Ich meine, so da hast du die nächste Kunstrichtung. Also wirklich komplett digital. Und das, die großen Museen machen bloß schon, so der MoMA kannst du auch mal VR-Brille um im Internet gucken gehen, mir das nicht dasselbe. So, das ist das Problem, also es geht halt Kunst aus den 60er, 70er Jahren. Und die viel zu gar nicht tun, wenn es für ein Warhol-Bild, was du selbst auch nicht, wenn du so viel drauf stehst, das selbst riesig ist, das ein Wordcore-Bild, wo es um Emotionen geht, der zieht dich ran, physisch. Und das kriegst du nicht um Bildschirm hin. Mehr das, weil mir das nur noch gewinnt sind, auch vielleicht also nur eine Phase de Transition, wo die nächsten 3 Generationen, also an 2-3 Generationen, die Leute den Bezug nämlich zu traditioneller Kunst tun. Es kann sein, dass es da wieder ist. Ja, kann sein, dass die nächste Generation komplett anders. Also die nächste Generation ist ja komplett digital. Ja. So dem zur Welt kommen sie direkt voll an der digitalen Welt. Genau. Ich meine, so die letzte Generation, wo vielleicht nicht so war, wo vielleicht am Anfang nach so einen realen Bezug hat sozusagen. Geil, das war mir, also ich weiß nicht, ob du auch gegangen warst, aber ich bin aber noch so Museen, in der Kunstgalerien hast du gegangen. Ja. Und lo, die lo auf Welt kommen, ich weiß nicht, ob die das noch, vielleicht gehen doch, bis du irgendwo gegangen hast. Ich hoffe, dass es noch Museen geht. Ja. Aber das ist eigentlich schon 10. Das ist wirklich eigentlich schon 10. So, ich war heute am Mut, es waren 3 Leute dabei. Weißt du, das. Ja. Die Jungs sind nicht mehr so auf dem Flip. Und das ist halt, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Das ist wahrscheinlich auch schlecht, sein größten Teil. Vielleicht ist es doch ein Weil einfach ein Trick, kann ich auch sehen. Ja, du spielst halt im Nostalgie ein Thema so. Ja, genau. Das bleibt nicht keine also nicht keine Lastlose für so etwas. Aber ich ging mir bald wünschen, dass es Museen immer gibt und dass es ein Alternativ gibt. Das heißt, dass du kannst an die Musik und dass du auch kannst digital ranziehen. Das ist ja am realistischsten, meinst du, wieso? 100%. Und sowieso auch die Medien an der Kunst sich geändert. So, das ist wirklich ganz, ganz, ganz viel digital. Und auch zum Beispiel, ich mache ja viel Siebträger und so weiter, das ist nicht essentiell, dass das 400 ist. Das ist nicht wichtig. So, das ist cool, aber das ist auch nicht extrem wichtig. Das ist auch einfach so eine Sache, dass mittlerweile eben durch Sipo oder all die Szenen Künstler können mir sehr Produkte schaffen, oder? Diese können eine große Masse verkaufen. So, du kannst vielleicht so als kleine Künstler mehr sehr so mit deiner Kunst machen wie früher, oder? Ja, also mal aufgesehen vom finanziellen Punkt. Also wirklich so, wie ich viel gesagt habe, an der 50er, 60er Jahren hat Andy Warhol hat wirklich den ersten Star. Den wirklich schon mal angefangen. So wirklich, das war ein Künstler, wo Hollywood-Star war. Und er hat Leute mal dran gezogen. So. Und seit dem Moment, seit 60er Jahren, sind Künstler auch Stars. Und das ist halt. Das, wie soll ich das erklären? Ich hatte gestern eine Diskussion. Ich überlege kurz. Das war irgendwie. Wir sind alle gut in irgendwie Produkte. So, haut es da, so jeder hat seinen Instagram-Account, jeder vermarktet sich selber. Das heißt, du bist einfach nicht anders wie ein Cola-Bix. Das ist halt das, wo crazy ist, weil jeder will Follower, jeder will Cash, jeder will Hype, jeder will schnell
alles erreichen so das am Endeffekt aber nicht das was ich nur am große ganze wird glücklich man schnell gespürt wo mehr angefangen um das erzählen das war da so schnell gegangen dass Schiederin am Land was wir mehr waren so wir waren omnipräsent an alle Medien Instagram und wir waren richtig froh an der Zeit wir sind noch nach froh diese okay zuletzt wo das Grenz erreicht so zuletzt kannst nicht mehr bekannt gehen so zuletzt kannst nicht mehr du kannst ich hatte schon mal Palazzo Parano wahrscheinlich Menge 600 Pieces oder 700 Pieces am Imlauf zu Lützeburg 700 Pieces es gehen 500.000 oder 600.000 Leute hier wohnen das ist mega viel so statt halt so Soiree wo 10 Leute gesehen an einem Raum hat Menge Sachen da war so wow okay das ist zu viel Ruf gesagt da musst du aufsetzen so du kannst nicht das kann nicht so weitergehen okay. Das hat die Andy Warhol Idee ist halt beim Prodi zack, 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 einfach 10.000 Pieces mal fort und darauf geht es irgendwie schwer ich mich nicht glücklich gemacht so. Ich meine noch zu Lützeburg erreichst du sollst dir gut so die war omnipräsent mit das aber zu Lützeburg so einen bestimmten 10 so Junker das so ein Alter bis ich gewesen als du bis 30 vielleicht an die die erreichst aber nicht wirklich oder das interessant dass du das siehst wann ich nur zum Beispiel gucke in Instagram so am Anfang so mein Leben an einer Hype-Gesellschaft so jeder will gerne Hype aber jeder follow Sachen der Tisch dem Moment wo mehr Hype hatten ich finde so dass mal kein Hype mehr du wo das wirklich schon Heichpunkt war und sozusagen viel Kiddies gefolgt an die gar das cool als Folge das cool als das wie wären an CD dann weil sie kriegen Retweets an das ist mega geil. Und da kommt der Punkt, wo den Hype so aufhängt, so ein bisschen rauf zu gehen, und Leute fängt direkt an weg zu gehen. Weil durch Eis, mit einer Welle, irgendwie zu Lützeburg las gedreckt, wo wir wohl neuer kommen sind. Neue Fresh Lights. So, wenn ich gucke, eine Stunde Charles kennengelernt, den Charles Kirch und ich kennengelernt, für ein paar Jahre auf einem Event von Eis, von FGM-Event und so weiter. Hier haben wir angefangen, seine Kleider maximal outlabelt, und das fresh. So hinter sich fresh und so Leute die sie so es gibt nicht mehr den es gibt nicht mehr das Sound es gibt nicht mehr das Scope es gibt nicht mehr Lost Adults oder was weiß ich es gibt auch eine neue 17-jährige Webs möchte da komme ich gucken was themisch und das ist voll okay da ist auch viel Junker Falle bei Eise wäsch also bei mehr ich weiß nicht zu mehr bei mehr Falle viel Junker wäsch und es fängt aller Respekt aller so ein eklig Wort Leute die schon mehr am Game dran fänken und zu Folge so der Tisch momentan sind nicht mehr Kontakt mit ich weiß nicht engem Erik Mangel so Leute die schon seit ewig dabei sind so Künstler Designer und das mich mehr irgendwie nach mir fried so mich mal nach mir fried wenn ich bei Amerika Mattel sitzen hier sehe oh der letzte Projekt war krass so geil merci so ist weil ich singen Arbeit respektieren und ich meine dass immer mehr darauf lebt dass mehr wichtig Leitwerte Folge sozusagen und dass viel mehr Junker halt werden wäschfalle weil die halt mehr auf den Hype absprangen das ist interessant Anfang sie die Jung sie so ultra so am Anfang ist online präsent weißt du so an für den Hype do und dann fandst du so du hältst Dave Matt und da kannst du am Anfang so an so die rich 10 eben wie in Erik Mangel so oder Anna halt rich Künstler mit Leiver Seil so die fängt dann an am Anfang no Hype ja das sind am Anfang Daylight wo den Hype den Hype egal ist genau so die gucken nicht ob Likes die gucken nicht ob Follower die gucken was müsste ja so das tun schon zum Beispiel ob Instagram und schon so oft gesehen dass ich den gar mit 600 Follower 700 Follower bis mega krasses mischt an der gesehen ich gesagt immer wem folgt so we von den Leuten folgen denen folgen dass sie so 20 Leute die ultra krass sind also Herr Preston Virgil Abloh da sind die ganz krass Leute folgen an denen Leute okay. Und da sind ich so okay in Herr Preston also egal ob du 20.000 Follower ist so dem egal ob du 3 Follower ist wenn er feiert was du musst da folgt in der oder schreibt da krass oder ich weiß nicht was und das ist halt das fand ich wie fresh so das ist nämlich der Gedanke wo den Hype Gedanke fertig mischt so obwohl da Daisy wo den Hype kreieren das ist am Anfang weil so, du gesagt bei deinen Followers nicht so wie wertvoll am Anfang der Followers ob es halt so ein richtigen Fan ist oder ein der wirklich so an der 10 dick dran ist und sich wirklich für den Kunst dann alles interessiert oder ob du sehen hast den dich followt weil es der Weed-Foto also da war doch immer wie sie so und du kannst Follower kaufen ja das kann doch das geht doch das ist simuliert den Hype das ist auch nicht dumm
das ist auch nicht dumm, weil so spielst du mit der Gesellschaft wie das wie Schachspiel. Das ist krass. So, du kämpfst 100.000 Follower am was zu Fame. Ja. Und fällt auf, wenn 20 Likes. Ja, aber du findest von kein Likes mehr, ja. dann ist okay. Ja, dann ist es, da fällt es nicht mehr auf. Nee, das waren doch extrem viel. Virgin Abloh, doch, hin 5,2 Millionen Follower, er kriegt 20.000 Likes auf den Foto. Hin da sind da 3 Millionen gekauft. Aber das ist okay. Hin ist der Chefdesigner von Louis Vuitton. Ja, aber immer sehr, voilà, ja. Ja. Das ist okay, in dir. So, was siehst du den krassen am Moment? An der Mode. So. Ja. An der Mode fand ich persönlich das momentan der krassen, den Demna Vasalia, das ist der Chefdesigner von Balenciaga, ein Grinner von Vêtements. So, weil er die krasse Konzepte, er hat mich geflasht. 4 paar Wochen in der Schungreisbrot, wo Flammen drauf sind, und was möchtest du, hat er Post, der Schung, wo brennt. Also ihr Teil, das ist eine Schung. Oder er Post eine ganze Kollektion mit Ritterrüstungen. So. Das ist einfach so ein Frau, ein Ritterkostüm, und sein Jackett drüber. Das ist so Sachen, das feiern ich. Oder lest 7-Jährige für sie schlafen, oder Junkie, so. Und das fand ich krass. Das ist halt voll die Idee, wo an den Noncha, so Ralph Simmons, Martin Margiela, wo die alle gut angefangen und so sie sind dem dann also Ralph Simmons aus dem an Clubs gegangen an nur die Spille geschmissen und so neues du der kommt mal für mich schlafen und das ist das geil so, das ist geil weil du dann, ja die sind dem gepackt zu brierchen das Modellen alle gute Mager sich an 3 Kilo weihen so und da muss ich mega respektieren weil guck wo man haut das Dach sind haut es da das ist egal wie groß du bist haut es da ist egal wie ein Hautfarbe du hast als Model normalerweise und das wichtig so das ist extrem wichtig ja absolut und noch in zum Beispiel für ein 2D dem dann richtig ein Foto gepostet von einer Wegschenker 7-jähriger Frau mit im Ohrrang und so das ist geil ja das war das mittlerweile so das abgemagerten weiß den 80 groß Model aus nämlich forcément das stattfindet das leider an der Cap von der Leitner ein bisschen so an voilà so mir gehen immer mir weiter fort ich war nicht komplett irrelevant wohin hier kennt dann wie hinaus gesagt ja und dann ist halt Mode Fashion auch bisschen so ein Spiegel von der Gesellschaft und dann 100% halt mega hilfreich auch für den ganzen Development 100% es sind natürlich immer du halt immer auf dieser Welt Liedpersonen die einen gewissen Perfektion wiederkehrperin also widerspiegeln wo jeder will nur man so das Fakt dass in Kim Kardashian und bei Abfluss wie alle anderen Menschen auf dieser Welt was Stil geht was Ästhetik geht von jungen Menschen auf dieser Welt und das wichtig ist weil diese Personen sind immer gehen so dafür eine schlechte hat Kylie Jenner porträtiert schon Kylie Jenner porträtiert weil ich mich gefragt habe wen das dem Marilyn Monroe vom Warhol 2021 Kylie Jenner so hey gegen haut ist das Kylie Jenner repräsentieren so und das halt sehen das wichtig ist mal so froh nicht wie als nähen zu setzen so für was so ja weil dann 10 Jahre drin ganz nicht wie wichtig ist es dann an der Kunst so bekannt Künstler am Anfang zu verfolgen an hier Kunst so zu verfolgen weil das nicht so viel Bemol influenciert von dem was sie machen so dass aber den Sachen noch muss es hat schon richtig oft Situation dass ich Sachen geguckt habe alles schon Sache von mehr fand ich Sache wo ich gemacht und dann das ich wie hab's gemacht und zum Beispiel meine Betonskulptur wo ich gemacht am Terrain dran schon die Skulptur gemacht und dann swipen ich Post-Vandalism Art as Chair so lauter so das hier so die Menge Kunstbereich wie so die wichtig Instagram-Seite und da bin ich okay das hat nicht gemacht krass und das hat nicht gemacht mir das nicht meint dass ich den anderen gemacht wird und da sehe ich wie so ein commun Gedankengang an der Kunst das ist aber auch interessant du findest Leute dieselbe denke wie du die dieselbe Moment es hat zum Beispiel wo ich die Sache beim Paul Summer rausbringen mit denen das war T-Shirt nach Pullover die von Handeln bemalt sind das war alles Einzelstecker ich hatte das gemacht nicht geshootet an ein Woche noch Supreme eine Kollektion gepostet wo so ausgesehen wird und da war so den ich schon natürlich fuck März so Supreme mit voll mein Konzept und du 2 Sekunden später mal geil Supreme und dasselbe Konzept wie ich derselbe Moment gerade so das ist gut sicher so wenn die dieselbe denke wie du dieselbe Moment dafür also es waren nicht 100% es waren kein Einzelsteckerbrot mehr vom ästhetischen hier
Hose man einen Künstler zur Summe geschafft, die genau an dem Stil halt wie de Pol gemalt wird und das war wirklich geil. So am Endeffekt feiern statt überdrüben so. Ja, das weißt du auch, dass du so um Zeitgeist drüber warst, weißt du? Und das ist das, was du musst gerade. Der Punkt ist, warte, ich bin nicht froh und beantwortet. Du hast gesagt, ob das mich gegen selber, von meiner eigenen arabischen Wäsche halten. Ich meine, dass. Also, ich meine, ein Mensch ist nicht immer selbst. So, ich hatte zum Beispiel oft Diskussionen mit Kollegen, die zu mir gesagt haben, 4 und 3 Jahre warst du noch ein anderer, so, das steht gerne. Also, ich, ja, Gott sei Dank. Ja. Merci so. Das ist das beste Kompliment, was man kann gehen. Weil ich schon nicht gerne, wenn ich auf einem Step so hängen bleibt. Das heißt, mit allem, was du erlebst, mit allem, was du guckst, mit allen Ausstellungen, wo du gesehen hast, geht die Level meiner Meinung nach mir hoch. Und du kannst auch fallen, und das Fallen ist ultra wichtig. Und dafür meine ich, dass alles mich irgendwie ernst mich wie für eine enger Stunde, wie für ein 2D, wie für eine enger Woche. Wunschgefühl. Ja, absolut. Also ich meine, ich glaube, es muss ein Prozess sein. 100%, weil wenn es denn nicht... Also ich stelle mir ganz, ganz krass vor, wenn ich immer dieselbe ist. So. Also ich kenne das nicht so. Und wir sind noch immer jung, weißt du, so... Ja, ich bin 26, ja. Ja, aber ja, ich war jung. Komm. Ja, der Punkt ist, dass auch, ich weiß, das ist wichtig, dass er sich selber auch irgendwie so Ziele setzt, die einfach unvorstellbar sind, für das du ein bisschen ein Teil davon erreichst. Ja, das hat man beim anderen Podcast hat man gesagt, Anfang Ziele müssen also so groß sein, dass du es einfach nie erreichen kannst, weil so, du hast immer etwas, ob was du hier schaffst, irgendeinen Drive an der, aber wenn du den erreichst, war das dann so. So the what now Moment. Ja, war das dein größtes Ziel zum Beispiel? Mein größtes Ziel? Lamming Arbeit. Egal, am Lehrer. Ja. Also lo zum Beispiel zuletzt wo schon ich ganz klar ein Ziel auf Mudermeister stellen. Okay. So was Menge mehr und nicht unrealistisch ja, das ist zum Beispiel realistisch. Also das wird ja geschehen im Englisch 2022. Ja, geil, hat auch noch gesagt. Mal gucken, gell. Also ich nehme Wett mit Erik Wagen im Laufen. Ja? Das bist du schick. Nee, mal gucken. Ja. Ich weiß, jetzt die Sache geplant beim Mudam. Jetzt die Sache geplant und dazu kannst du noch nicht viel so. Es lebt gerade ein 10 so, das ist cool. Mal gucken, wie weit das kann gehen. Aber wie schwer ist das, also Müsse heranzukommen? Also, Mal, wie lebt? Also, ich kann man gut vorstellen. Der Punkt ist, das nicht gerne gesehen bei Galerien zum Beispiel, wenn du da gehst und siehst, hey, das tut man nicht, das tut sie nicht, ne. Das ist immer cool, was sie bei dich kommen, also in das, was du mir sagst. So irgendwie. Das ist auch zum Beispiel, ich habe ja auch oft mit der Valeris Galerie zusammen, die mir Sachen weiß, dann mit den Genre Zukunft wird Projekt machen. Und das war einfach, das war nicht, das sind hinterher schon mich präsentiert, das war durch Kontakt, also geschwart, gut verstanden, okay, was Lust du mal zu machen, okay, cool, bam. Ja. Und das ist viel mehr fresh, so, das ist nicht wie was dich bei einem Job umhältst. So, und das ist halt ein, und bei der Musik schon gut nicht. So, bei der Musik kriegst du gut nicht mit, was sie eine Ausstellung planen und dann freuen sie dich, wenn sie fanden, dass du passt. So, und auch als Musik, an deiner Musik ist es wirklich schon streng. Also, das ist wirklich schwer heranzukommen. Ja. Ich müsste so Lützeburgisch Street-Szenen irgendwie so Apps als. Ja, mal nicht. Das ist ja am Anfang das Station, wo ich gerne will, davon fort. Okay, wo willst du hin? So, ich will. Das ist ein gut Froh. Nee, Lützeburg Street-Szene, ich repräsente die Lützeburg Street-Szene, die will ich am Anfang nicht. Ich will gerne mit guten Konzepten die Leute überzeugen, dass sie so ein, okay, wir brauchen Halo für eine gewisse Erstellung. So, also das ist mein Drama. Ich will nicht, dass, wie gesagt, dass immer wenn es Hype hält oder so etwas. So. Wie gehst du den Kunden ein bisschen beschreiben? Ja, weniger Hinsicht beschreiben, meinst du? Doch? Ganz generell. Generell. So, was willst du damit ausdrücken? So, ja. So einfach bis an den eigenen Werte eigentlich über den Kunden geschwart. Mein Kunst ist am Anfang wirklich ein Spiegel von mir selber an von den Sachen, wo ich erlebe, alltag. Weil du siehst Sachen, spiegeln sich halt Gedanken über Beziehungen, über Kollegen, über einen gewissen Szenen, über alles, was mit dem ich mich den ganzen Tag beschäftige.
spiegelt sich halt ja und das immer ein bisschen das immer natürlich ein bisschen am Kunstwerker das mein Vergangenheit da schon dran so mich freuen aber mehr auch so eine Richtung anzugehen wo ich an Zukunft ich wie hier will ja also aber ganz genau mir kann ich beschreiben kann ich nicht schon zum Beispiel auf hier 3D oder ich habe ich präsentiert bei der Uni für mein Semester Master an ich kann vielleicht Modell habe ich erklären so da wissen aber was die letzte stand so Menge habe ich das war mein Thema war ein weißen T-Shirt so das heißt, das gesagt nee ich gut nicht gesagt ich konnte alles mal wie ich will okay mir ist schon halt ich komme aus dem Kunstbereich ich fange Kilo bei einer Fashion Design Uni und ich war so okay so schon an nie wenn ich etwas zu summen Gebot oder was für sich also an sie feiern mit Konzept da was man nicht ich gedacht, okay ich will basic piece so was für mich wie so das Best auf der Welt das ist ein weißes T-Shirt weil du kannst es bei alles und dann habe ich recherchiert was das ein weißes T-Shirt und da sind ich mir mal so merkt ein weißes T-Shirt ist aber nicht so einfach wie ich gedacht habe das ist das komplexeste Piece von alle Gürteln inwiefern das ist das komplexeste Piece ist weil es tut ein weißen T-Shirt ist ein fucking Chameleon ein weißen T-Shirt in den letzten 100 Jahren 5-mal Visage geändert es wird angefangen als Underwear-Piece geht zu an der 60er Jahr oder 50er Jahr geht es zum Sexsymbol zu die ganzen Rockstars an der Film alle der weißen T-Shirt Ray-Ban und Blue Jeans an vom Sexsymbol geht es zum politische Message 6 bam alle guten Woodstock Sachen drauf geschrieben stehen du für der dritten an du geht zum Unisex-Symbol mit Victoria Beckham an die alle guten als Frauen ein Männerpiece und den an die femininen Welt mit abzählen was mega interessant ist und auch ein Kapitel drüber geschrieben zum Allround-Piece so haut es das aus der weißen T-Shirt ein Allround-Piece wo du kannst alles damit kombinieren und ich wollte die Vielfältigkeit von dem Piece irgendwie repräsentieren und mich gefragt okay wie man statt Upcycling als wichtiges Thema Upcycling die ganz Kunstwelt die ganz Modewelt geht gerade Richtung Upcycling und das den habe ich geschrieben Arte Povera as Universal Lifesaver so also das halt die Arte Povera ist halt Kunst auf Sachen die jetzt schon geht okay so wusste kein so muss alles gefehlt zu machen das ist auch schon die Mikro an Kunstviktor ist ja der Tisch mir verschiedene Punkte mit Geschichte vom T-Shirt Arte Povera also Upcycling und dann halt Gesellschaft die neue Medien an ich evaluiert ich meine weißen T-Shirt aus einem allen etwa Pataplo den ich ganz gerne hat mir schon den zerschnitten und aus dem an einem normalen Heavyweight T-Shirt Piece gemacht und da war froh wie repräsentieren die Vielfältigkeit du siehst ob Velcro ob wie denn die Ritschratschen am Netz das Ritschratschen kommen an gedacht, okay wann der Ritschratsch und des aus Anfang das selbst ziemlich transparent ist so gesagt direkt du schon gefangen mal Ritschratschen zu schaffen dann eine Piece gemacht was du kannst auf verschiedene Art und Weisen und natürlich du kannst es was heißt und du kannst den mir kurz machen du kannst es als Rock und du kannst es als Crop T-Shirt und du kannst als Crop Top und du kannst als Bandana und du kannst auf den Boden gehen und verbrennen du kannst alles mal was du willst damit an du hattest schon die Piece so und spielst Piece bis 3 präsentieren ich muss für ihn entschieden ich hatte Piece wie präsentieren Stadt Muse sieht so ich wollte einen White Cube präsentieren wie an einer Ausstellung Muse so an Deutschland an der Schweiz und ich war so fuck wo weiß ich das lo dann hunde missen den White Cube simulieren an Studio von einem College Studio von einem College kommen war so oh Tom kannst du mal Hölle komm ja shooten das bei der andere gesagt war sie man natürlich ein bisschen Tricks für das der Raum auch richtig groß ausgesät hatte weiße Raum es hat ein upcycled Piece und mal einen Spiegel an einen Raumteilerkauf ein Paravent vier Leute gidieren das hier stehen Spiegel an der Raumteiler waren dafür dass der Mensch an der Raum rangeht an Feeling hört es dir App ist mit dem T-Shirt machen und du nur 6 Leute ausgewählt die ich an der Raum Rago gelost und ohne ihn ich selbst zu so als die konnte mal was zu wollten
der Tisch voll davon analysiere Weltleit reagieren mit dem T-Shirt mit dem sie alles dir vermachen zu wollen das ist ein bisschen durch den Tab-Thema von der Arbeit aus nominativ Individualism aus wannst du alle Möglichkeiten von der Welt mit du geskidiert an dem Innerbewusstsein der Tisch du gehst wieso stellst du am besten in aufmischter 100 so du weißt wie jeder reden möchte bist du doch wisst du mir auch nicht zu wollen so du gehst aber einen Platz du musst kein Maß du das Maß weil jeder so etwas der Tisch studierst mit dem Piece alles machen mit du gehst aber von der Sozietät gelingt der Tisch zum Beispiel in Davis Flag College an den hin also an den Raumgang an hat angefangen den eng Insta-Story zu machen vom T-Shirt so, weil sozialen Medien der seht du hast etwas gesehen was gerade fresh im Raum hast du musst das filmen ja, ist das so etwas oder den Zeddy geht an den Raum ran ich guck die Piece und er war so wow in die als Bandana und dann geackt wie man es an einem Gangster-Rap-Video war da war so krass so wie Jungs die sie so richtig so und sie voll in ihrem Film an Anaron gefangen irgendwie DM zu dir oder zu gucken was kannst du mit dem T-Shirt machen die eng und du die und nicht du und war interessant zu gesehen dass jeder auch nicht reagiert wird an einem Raum wo sie alles dir können mal was zu will 6 Leute nicht reagiert ja genau schon ein Video auf Instagram gepostet und dafür war das ein ziemlich interessante Projekt so ja und sie hat auch ziemlich gefeiert auf der Uni und da ist die Richtung an die Lovett gehen. Ich will gerne T-Shirt, ich will abhalten mit dem, ich bringe etwas raus, ich verkaufe das und ich kriege Suchen, fertig. Nee, ich will gerne wirklich 10 andere. Und so, du hast Kunst, so, du hast ja mehr wie einfach Fashion, du hast ja wirklich, also nee, Fashion ist ja auch Kunst. Fashion als Kunst. Genau, du hast mehr wie einfach nehmen, Kleider verkaufen, so ein kleines Ziel, genau. Du hast wirklich so Design, Kunst, Fashion. Ich meine, sind also ja, du sagst ja andauernd so irgendwie auf Insta so Werbungen von letzte Jahr neue Brands die dann 100-200 verloren und ich meine sind da viel die das machen einfach weil sie meinen du können sie einfach so machen freshen Design ja mit dem Problem ist das haut das suchen als nach immer den Motto ja und vielleicht sollen müssen aufhängen Sachen zu machen die fucking great sind Happiness so. Muss Motto sein ja safe so Happiness. Du musst dich selber verwirklichen wenn du einen Job hast wo du nicht verwirklich einen Job so das nicht immer einfach so ich bin an einer privilegierter Position und Juro Schnecker konstruiert right privilege straight mail gemacht an wo ich mich selber dran gesagt habe ich bin ultra privilegiert an viel anderer Leute sind noch ultra privilegiert weil nicht jeder kann sich aussichten die Leute die mussten den Job machen so mehr können schon irgendwie die Mehrheit am Land können schon irgendwie wählen was zu machen ja absolut an dafür ist es noch mal schlimm dass am Kapitalismus halt wirklich Geld möchte dass es immer 1000 Brands gibt immer 1000 Rapper die 1000 Brands merken dass sind nicht so viel so kann machen die 1000 Rapper merken dass in 1000 Streams 1 Million Streams braucht für von Spotify zu leben und das ist halt so ein Teufelskreis so gleich machen etwas gesehen ich mag Cash das Hand auf der Matte man hat ich mag Cash Hand auf der Matte und dann machen sie sich einen OnlyFans-Account. Ich fand jetzt so, wer der richtige Weg für Dinger Passion zu folgen. Oder was? Ja, das ist so mega Standard, was ich so hin. Aber das wirklich das machen, dass ich morgens aufsteht und dass ich froh aufzustehen und den ganzen Tag das zu machen und aufs frei schlafen gehen, weil ich froh ist, den nächsten Tag frei aufzustehen, viel drin zu machen. Und ich bin froh, dass ich das fand. Und ich bin einfach wirklich froh, dass ich das fand. Und ich hoffe für jeden, dass ich das finde. Weil ich bin nicht der Meinung, dass irgendjemand einfach so auf der Welt das für irgendetwas zu machen. So. Nee, tut jeder irgendwie sagen, so jeder hat Gefühl, dass jeder tut Bock, etwas zu machen. Also muss man einfach machen. Aber das Problem ist, ich schon nicht gerne Lützeburg zu kritisieren. Gell? Aber Lützeburg ist eine Comfortzone. Lützeburg ist ganz schrecklich, was das angeht. So, zu Lützeburg gehst du von Anfang an, seitdem es auf der Welt was du gelehrt. Du musst den Show, du musst der Klassik, den Technik, modulär geht nicht, weil Technik oder Klassik, und dann gehst du studieren oder nicht, mit dann müsstest du das Examen, und da verdienst du den 4.000 Euro am Monat, und dann müsstest du das 40 Jahre lang, und dann wenn du das Ding rennt, dann ist alles gut. So, und das ist nicht das richtige Denken, weil da verlierst du den 40 Jahre. Das sind die wichtigsten 40 Jahre. Leben von 20 bis 30 ist besser wie das Leben von 30 bis 40. Und das ist besser wie das Leben von 50 bis 60. Und das ist besser wie das Leben von 60 bis 70.
und das ist krass so schon zum Beispiel das ist mega persönlich so schon zum Beispiel wegen Mom als nicht froh also als formatierung Job mesiert lange gemacht als jetzt so Schule mal abzahlen so sie erst 10 Jahre für ihrer Pension sie kennt sich eng mat bisschen Effort kennt sie sich Pension kaufen die kann ihr kaufen hier im Land sie möchte nicht so wenn es im Bild so gesinn mat 50 an Pension nee an der Schwetzen be die ganz Kollegen an ha do an das hat de Problem Lützeburg get direkt geschwar ist wie schmengen ja so und dat mache lewer de Bag mat krisen hersinn sie fort an der krit Staat zu an dann fertig Ende der Diskussion und dat geht nicht ja also die Erklärung für war so also es wahrscheinlich weil halt den safe way ist genau voilà. Du hast halt kein Risiko dass wis den Kunst nie irgendwie Finanz also nicht viel Suche bringen an ja. dann irgendwie so Hunger durch nachts war und leid all gut immer den Drang nur einem safe way ich weiß nicht so das das Problem ist definitiv unter Gesellschaft so du kriegst als Kleinkant geht dich schon ich muss keine zitieren so du als Kleinkant gehst du schon geleiert dass du nicht auf den Tischklammer weil du kannst rohfallen an der Norm brechen ja. So wisst du am Platz Kant irgendwie Erfahrung weil wann Kant vom Tisch fällt weißt kann dich klammern irgendwie drauf wisst wie schmengen mit kann er auch sehen dass der Kant du glücklich ist und das ist halt das Problem so da so du kannst auf Welt über sind wie kann ihr du kannst auf Welt über Superhero du kannst alles mal was du willst so wisst du und Gesellschaft möchte den Grenze bam das geht nicht dann das wie gesagt wie schon viel gesagt und du hast auch am 6 Schuljahr gestern Klasse dann ob den Kompetenzen an der Schule die mal nicht wahrscheinlich den personell Kompetenzen sind an andere Szene wie zum Beispiel Sport oder was wie sich Klasse gesagt du gehst an eine Modulär ja dein Leben das falsch weißt du und das geht nicht so das nicht Menge Medien und nicht moralisch korrekt am 6 Schuljahr schon so ein Klag an nee, Gesicht zu kriegen das auch nicht schön, also das auch nicht perfekt also das auch nicht gut das halt just gebe ich so ein erklärbar weil es halt mehr schwer als also wenn du proportional guckst können Männer Leute von Kunst oder von Sport oder von Musik oder von irgendwas leben wie 4.000 Euro am Monat Staat verdienen 100% wenn nur all Mensch gave sein Traum den hört verwirklichen erstens brauchst du der andere Leute 100% dann hörst du halt du so viel Konkurrenz oder so viele Leute die einen ähnlichen Traum verfolgen das ist auch schwierig als für die alle ja an du brauchst irgendein System für das Ganze aber abzubauen ja. Du kannst auch gucken am 6 Schule aus den du vielleicht du Kunst interessiert da gehen wir den Kunstprof so abs du musst irgendwie ein System und den bisschen ob ihr drehen so passt vielleicht ist das System nicht perfekt mehr an schon auch wie gesagt also ich soll ja nicht dass man ist so und das Gesellschaft der sieht dass du war schlecht was am Modulär hat ich nicht dass du schlecht war schon wirklich 3-4 Kollegen die waren am Modulär haben sich abgeschafft bis Technik Klassik so der Tisch das noch mal du selber wo kann Rob gehen das ist ja ganz normal ja. Und da ist schon noch Lesung nicht für das so dafür wie sie nicht davon zu schwätzen ist schon keine Lesung zu proposieren wie in das Kind anderen ich weiß schon dass etwas falsch liegt ja, absolut. So, an dem Bereich absolut also das halt das wie du siehst das ging jeder sein Rahmen realisiert wäre schlecht für den Bremer das 100% weil der Grund für war bei mehr am Anfang direkt irgendwie bisschen gebuscht wird aus weil ich von den echten war wurde gemacht so genau Bruce war von den echten wurde wirklich gemacht und ja. Das halt der Punkt das hat wie du siehst mal 1000 Rapper 1000 Leute bringen den Pulver raus so muss selbst extra sehen genau ja. genau und dafür auch weil auf die Cash-Diskussion zurückzukommen dafür muss ich die Frau wann ich weiß dass ich Charles von Outlabel 10 möchte an zu sind ihm nicht so wichtig so ich möchte 10 weil hin aus das so und das fand ich cool ich weiß dass der Steven von Lost Adult hin schon seit Jahren einen Plan von einer 10 wo will hin und geht immer Minute hin an ich weiß dass du nicht so wichtig und das sind die Sachen die da möchte mich froh so weißt du wann so leid gehen 14 Mann
ich meine das merkt den einfach bei dir so dass das wirklich für Kunst muss das ist ein Passion also ging ich für die Cash ging ich ganz anders ja mit so viel ich will auch das ganze Thema an nächsten Arbeiten widerspiegeln also ich will gerne zum Beispiel das nach ganz an der Anfangsphase ich will gerne T-Shirt man die Verbonne bedrückt sind das ist der vorbei kein Logo mir gesagt ich will gerne das Logo für was also in Palazzo Parano T-Shirt wo so groß Palazzo Parano steht für allen Menschen aber wenn es dann ein konzeptuell 10 mit dem kleinen Logo macht ne dann will nämlich so viel leidet weißt du das will ich ein bisschen brischen so indem ich einfach so fuck ich mein Palazzo Parano Logo bannen den du gesagt ja Backprint keine Ahnung was mal wie Backprint bannen dann Konzept das ist ja cool aber für was soll ich mal dann den T-Shirt kaufen am Platz einfach ein 3 € T-Shirt voilà. Weil das Konzept feiert an nicht et undes für Dinge im Loper zu weisen okay, das ist T-Shirt das ist wirklich geil das ist halt das wie beim das in der Kunstwelt ja auch genauso wenn es dann im Mudam gehst du hin weil du Konzepte feiert an du gehst du hin weil den an den du ausgestaltet also hauptsächlich so die natürlich da gehst an den Louvre so du gehst an den Louvre für Mona Lisa zu gesehen an der Selfie zum für Mona Lisa am Louvre also mega Muse du geht mega krass Kunstwerk am Schweizer vom 0815 Mensch geht hin gibt bei Mona Lisa lebt durch die Muse mit Foto und dann lebt er zurück aus Patch 25 € für Mona Lisa Selfie zurück und voilà du fährst du so viel Warnhaut 3 leider Mudam also du wurst du an der Zeit ich will noch nicht den Mudam dissen oder so nee, und du fährst du den Louvre Dach voll ja absolut Privatkaufen Leute machen wie Supreme Gucci aber für den anderen Leute weise geil oder weil das so, nicht extra schön das also das ist ein interessant das ist eine interessante Diskussion über Supreme North Face New Balance alle Götten die Skater machen Hiking mache Skater mache sind die Mache wo gerade am meisten gehypt gehen da kaufen auch Nike Dunks wie verreckt weil Travis Scott drauf steht an das einfach ein Skatekultur ist gerade so präsent wie am Mainstream wie noch nie für drin und dafür merkste ich euch erkläre wann du durch Großgas liest all zinkt den hört North Face Jacket und dann weiß ganz genau wen die zu ehrlich und wen die zu nicht ehrlich so wen die tun weil Lifestylers erwähnt die den unwelt Hype was und das ist halt ziemlich interessant zu gucken das war das auch schon seit Ewigkeiten so auch am Graffiti-Bereich so wie freier das war was war die Diskussion das war mal den Air Max One das war 4,5 von Air Max One wir hatten immer Air Max One weil Spray hat den Air Max One und Bemology Arena Air Max One okay wir sind noch der nächste Schuh und dann einem Jahr die Chile schon so fuck und dann lohnt noch Face Jacket tut schon für 4 Jahre K und die Chile Face Jacket und mir die mich halt nicht ehrlich Supreme genau selbst Supreme ist ein Skater mal ein real Skater macht wie Palace und so an bin wohl gefangen Chile zu kaufen weil Star so den nächste Rocky den also die Chile an voilà das Start geil weil sie wollen ihre Stars minus finanziell gesehen das ist gut Supreme als für 2,1 Milliarden Euro verkauft gehen das für sie oder sich gelohnt an voilà, hier mag das aber bisschen deadlo ja Palace das nicht overhyped so Palace kannst du Stars nach unten als Skater mal ganz das noch fresh das war dann gescheit von den Leute die verkaufen das schlecht oder dumm von denen die kaufen ne nee sind alle guten drin am Anfang die wo drin alleine sind die wo Culture verstehen ja so am Endeffekt geht wann einen normalen Mensch mat Nike SP hunm lebt se de Skater sech fuck das mengt 10 wie war klaust du dat an andererseits also komplett demokratisch das reden und ja, das voll okay ja. So mir das halt ja voilà. ich wollte nie de Faktor mat Palazzo Parano okay. So ich wollte dat nie dass ich an das aber ich wie kommt das mir mal viel ganz viele Leute rumgelaufen sind den Hype-Faktor ja so Hyper sind eklig so, weil Hyper hecht immer dass der Uhr was mir Hype auch das denke heavy auf Schnittfeld so ja. An viel machen nun Supreme oder doch ja die sie verkauft gehen hallo werden sie Mikräen sich zu rappen wie die letzte die sie auch aufgefallen Menge Meinung ne yes ja gut
soll man schon Mann mat dir als Künstler zu den heute me du hast mehr an Sprachnachrichten immer geschickt hatten hast ja auch bis nur gedeutet das philosophisch freundlich Interesse ja safe safe Lieblingsfach ja genau ja momentan als Lieblingsfarbe sind effektiv nicht Farbe schwarze weiß so. Ja schon mal seit ganz viel schon mich ganz viel am Yoshi Yamamoto als nie gesagt an Hesot dass der Ding persönlich geht am besten durch die schwarze Farbe was du schwarz ist bringst du Ding auch am besten nur viel so das der Gauge den von der Farbtheorie die seht das von sein Farbe und ist repräsentiert hat dich selber fand ich interessant wie schwarz inwiefern repräsentiert der Schwarz verstoppt alles außer der Gesicht so die hat den Mimik erzählt du warst nicht du guckst dich nicht und siehst okay die Farben nee du guckst einfach der Gesicht das fand ich interessant aber das ist halt doch das ist das Problem mit der Masken so das große Problem mit der Masken also Schweiz nicht am Sinn von Medizin das große Problem mit der Masken ist Kommunikation gesehen dass das Wichtigste was man holen und als im Körper für einen Mensch eine Idee zu repräsentieren das zweite für einen Mensch eine Idee klar zu machen dass das Gesicht das Wichtigste wenn es engem Ausdruck du erkennst wie weit du bei einem Mensch kannst gehen wo du an einer Diskussion drüber hast und ob nicht verstanden wird oder irgendwie eine Reaktion und durch die Maske hast du halt sonst nach Spruch und dann an dem Mund das mega wichtig für so etwas irgendwie wie soll ich das erklären der kennt sicher das Problem von SMS falsch verstehen du schreibst mit Menschen wir musst Streit du wolltest kein Streit mit du hast bemol Streit mit das weil dich nicht gesehen wird an den Städteieren hört an nicht weißt wie es gemeint ist du hast nach Lage in einer Gruppe hast du so einen 3 Sekunden Spruch noch richtig gemacht und nicht geschrieben so viel wann bist du für einen Spruch noch richtig und hast du geantwortet für den Innerton der versteht was ich meine aber das genau das genau da Sachen die du mit Emoji nicht ausdrücken kannst genau dafür ich checke nochmal Emoji die keinen Sinn machen den du hast mein Lieblings so das ist krass ich weiß nicht was den hier ich mir den aus fresh ja wie viel Mögers fand ich so also am Anfang fand ich immer geil wenn du mit Maske durch Gegend lebst okay Mensch so erkannt ich fand das zu dick befreien den Place das ist vielleicht komisch für mich weiß nicht ja ich habe mich an der wie sie die Leser von der Roman du weißt okay ist ja genre du kennst so blöd gesagt die war eine Zungenreitstrecke gegen merken oder du kannst machen was du willst das ja das, klar das ist eine witzige Idee so mir spannend aber dass Individualismus mega wichtig ist so weil ja mehr leben in einer uniformisierter Welt so jeder redet gesagt wo man tatsächlich das wie gesagt viel Roman wird auf Facejackette geschwatzt so jeder reden als uniformisiert die auf Facejackette und das Nike SB so ein Levi's 501 und dann haben wir den Mensch 2021 ja das, ja absolut und das halt der Punkt gesieht kannst du nicht faken kannst du schon faken ja Make-up ja plastisch Chirurgie nee das nicht faken das vielleicht okay. Nach mehr Weise wenn du was so durch Make-up kannst du dich selber noch mehr repräsentieren das hat selbst wie Kleider mit durch ja, das Kleider ja auch genau du kannst du meinst Kylie Jenner fake mit Make-up so etwas so ja aber du kannst halt auch an die andere Richtung machen ja das ja ja plastische Chirurgie auch das eigentlich ich bin zum Beispiel kein Fan vom Wort unnatürlich so ich fand das alles natürlich also weil alles was auf dieser Welt kann geschehen als irgendwie natürlich weil es an der Natur stattfindet du kannst nicht produzieren was nicht aus der Natur kennst das ist unmöglich an dafür ist für mich plastische Chirurgie auch etwas was nicht verwerflich ist ja also. Das ist sehr cool, Sichtweisen auf verschiedene Sachen. Ja. Das ist wirklich interessant. Aber in welcher Hinsicht cool, meinst du so? Also, weil ganz anders aus. Ja. Ja, mit da so richtig über die letzten Jahre kommen. Und das ist wichtig, mit wem du bist, aber in einem Bereich, dass du dich irgendwie, wusste ich irgendwie, also mit wem du bist. Ich habe auch, ich sehe mal Hip-Hop groß gehen.
Hip-Hop aus die frauenfeindlich schwulefeindlich Richtung Musikrichtung wurde gött die seit 30 Jahren dieselbe Standardwerte hat die mega nur falsch sind an das normal dass du als klein kann den Mat Bushido abgewusst hast wenn du fängst in dein Opa Schwuchtel zu nennen so an der 2021 sind so. Verändert sich Bilder auch mittlerweile schwul 100% Gott sei Dank da sind Teile der Creator 2019 de Grammy für das beste Hip-Hop-Album gut also Säge die gar steht als schwarze Bisexuellen auf einer Bühne mit Frau Perek kriegt das beste Hip-Hop-Album das für mich ist so ein Zeichen so dass es dann die richtige Richtung geht so und das halt das der Punkt ist jemand der Musik abgewusst ich natürlich als klein kann so wollte immer Gangster sind so zu Schöffling du von 10.000 Leute und Leute mal wie uns aus Chicago gekommen so an natürlich müsste berauen an do an irgendwann ich kam nächste fuck so dass sie Werte die sind nicht so richtig 100% so und das halt voll die Richtung an die Kur muss es das an Unisex-Richtung so das ist egal ist so was du für Sexualität ist was du für Geschlecht ist und das so Hip-Hop muss ich nach May dahin entwickeln so die Amerikaner man schon richtig viel Playboy Cardi auch natürlich und die alle guten feindlich Texter zu engem natürlich ich weiß auch schlecht über 10 Ex-Freundinnen an Hai und du mit Playboy Cardi zum Beispiel die 15 Neil für sein Album hat den Lipse gefirft da ist der erste Proc jetzt schon seit 3 Jahren gefirft den Neil Teil die Creator also ich fand das mega fresh es hat immer mehr in die Richtung geht das egal ist ist egal was wen oder was du was auch da mein das gerade so eine Phase Transition wo einfach muss so lang gemacht gehen bis es wirklich weißt du, so die Generation no also da noch die du no bis die werden so opwussen geboren und opwussen mal das egal ist mir fängt you dat lo un oder die Generation über das weil am Moment das ist nach normal anfangen. Genau und das können lo so über die nächsten Jahrzehnte ja am Anfang kann sehen dass es schaffen dass es können so zu 100% mit leisten aber nicht so viel an dem Thema dran so ist schon mal Stitch Kollabo Unisexy Kollabo gemacht weil eine Unisex Kollektion war wo man Hannen als Bild davon ein Andy Warhol Porträt vom Prince Gold wie kann das sein dass du 2020 wo Leute gesagt hast wen hast du Prince wirklich das geht nicht so Leute sind an einer Kultur dran, Leute sind alle gut an der Popculture dran und Leute wissen nicht, wie Prince ist, Leute wissen nicht, für was Prince steht. Sie kaufen den Pullover, sonst ist das Digga. Wie nicht das gemalt? So, weißt du, das halt mein Problem ist, dass ich immer von den Leuten ausgehe, dass das schon mehr wissen. So, das ist halt, ich weiß nicht. Das ist vielleicht mein Fehler. Aber ich will schon probiert, die Idee von dem Unisex halt durch Prince durchzustellen. So, und das halt, ich weiß nicht. Das ist geil. Unisex ist ein Thema, was mir mega um Herz leid und andere Leute vielleicht nicht, und das ist auch okay. Ja, absolut. Aber du brauchst halt immer Leute, die die Message verkörpern. Und auch von verschiedenen anderen Leuten. Das wissen mir persönlich, das ist wahrscheinlich auch mehr egal wie dir zum Beispiel. Aber ich bin aber froh, dass ich über dich halt so nachdenken über Themen. Ja, das sowieso. Denkt immer, ob Instagram muss ein Algorithmus. So, du befasst dich mit Sachen und du sagst immer das. Same shit, different day. Und das ist auch ganz normal, dass von den Apps liked, dass du da genau das kriegst. Dafür, wenn es sowieso ein Algorithmus ist auch eine ganz komplizierte Sache. So eine ganz komplizierte Sache, ob die richtig ist oder falsch ist. Ja. Aber jeder lebt bis so an Sänger Bubble. Ja, genau, safe. Und das ist interessant, eben so Leute wie von dir no lauscht, dass du bist so ein Anna ja, mich fanden aber dass es Sachen gehen die so wichtig sind, dass es nicht ernst soll sein. So ich fand wann so das Unisex-Thema sollte universell unerkannt sein, so dass jeder irgendwie ein bisschen da abgeklärt wird. Genau. So um was das geht. So. Und auch das genauso wie im Hertel ist ja ganz viel über Rassismus. Weil auch ein mega wichtiges Thema ist, ja. So dass sich 2021 als nie setzt, weil das ist ein Fakt, dass es in 21 gibt noch immer Rassismus. Das ist traurig. Mega so. Traurig. Das ist traurig. Dass überhaupt noch Leute so irgendwie diskriminiert gehen. So. Das will ich auch mal mehr Konstalt repräsentieren. So, das hat auch irgendwie. Ich kann nicht machen, dass es aufhält, mich kann Deal dazu beitragen. Auch du meine ich, dass mit der neuen Generation auch
besser geht. Ich hoffe. Schmengen auch. Ja. 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 Gar, am Anfang kennt ihr noch eine Stunde lang. Da kann man schätzen, das schon lange schon echt schwer. Sollen wir direkt Teil 2 trainen? Aber wir sind eigentlich schon am Gang, das ist ja noch nicht. Ja, siehst du was, wir können doch noch was schätzen. Du brauchst aber noch eine Kohle. Hey, komm mal machen, sollen wir nicht High Cut machen? Ja, das geht nicht. Komm mal ein High Cut. Und dann machen wir eine zweite Und Edition. dann machen wir eine zweite irgendwann. So, hey, ich bin noch voll dran, so. Komm mal noch ein bisschen. Oder wir mal ein Break. Ja, komm, wir gehen einen filmen. Wir machen ein Break und dann machen wir direkt Part 2. Sollen wir das machen? Ja, Ich weiß nicht. Was ist das Maximum bei der Senden als Podcast? Wir können mal, was wir wollen. Aber so wenn es zu lang Wir so als Audience. Also Wir können ja Part 1, Part 2 und dass die dann in 2 verschiedenen Ds genau. kommen. Ja. So. Ja. War nicht zu lang dazwischen, dass das Leute noch mal aktuell sind. Ja, cool, safe. Dann sollen wir dann heute einen kleinen Cut machen. Können, ja. Merci. Merci für No-Lausteren. Follow the Scope, follow us. Ja. Ich könnte froh können der zweite Ich könnte Edition. froh können an der zweiten Edition. Merci für No-Lausteren. Bis gleich. Tschüss. Ciao.